Dankeschön. Hey, normalerweise stehe ich morgens auf und ich habe ein paar Kinder mittlerweile. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen ein ungünstiger Ort, gell? Weil ich habe Bilder von meinen Kindern mitgebracht. Ich verschiebe den mal ein bisschen, damit man das auch sieht. Guck mal, wie süß. Ja, sie sieht so süß aus, funktioniert auch alles ganz gut. Den Given, den Größeren seht ihr auch da zwischen den Stühlen. Normalerweise, wie gesagt, ich stehe auf. Wenn ich Glück habe, bin ich zuerst ein bisschen alleine wach. Wenn es dumm läuft, werde ich von ihnen wach. Aber ist auch schön. Morgen musst du einfach wissen, was sie wollen, und dann funktioniert es eigentlich schon. Die Kleine, die will normalerweise eine Milch. Dann sagt sie immer Mi. Viel mehr kommt da noch nicht. Und der Große will meistens ein Brot mit irgendwas drauf und ich will einen Kaffee. Und dann bekommen alle mal, was sie wollen, und im Normalfall sind dann alle happy. Irgendwann kommt dann Given normalerweise mit irgendeinem konkreten Wunsch, zum Beispiel: Papa, ich will eine Kiwi. Und dann sagt Noe: Rei, das heißt so viel wie ich auch. Und ich gehe natürlich dann als guter Papa in die Küche und versuche 2 Kiwis zu finden. Nur manchmal gibt es dann das Problem, dass ich nur eine finde. Und ihr könnt euch vorstellen, wo das hinführt. In eine Katastrophe. Weil es ist völlig egal, wie ich es mache, ob ich das Ding dann irgendwie schäle und irgendwie kreativ was mache, was zurechtschneide, Dinosaurier oder weiß nicht was. Oder das ganz einfach versuche, gerecht aufzuteilen. Es ist ein gebrauchter Tag. Es gibt eine Katastrophe. Es ist einfach so, wenn es genug hat, ist Teilen etwas so Schönes und auch so Einfaches. Wenn es genug hat, können sogar Kinder Süßigkeiten teilen. Wenn es nur den Anschein macht, dass es vielleicht nicht reicht, gibt es meistens Streit. Und Teilen wird etwas vom Schwierigsten überhaupt. Wir leben momentan in einer Zeit, wir haben einen enorm hohen Lebensstandard. Wir gehören zu den 2% reichsten Menschen auf der ganzen Welt. Wir haben gerade Bilder gesehen von Patrick, wie das Leben auch sein kann, und das betrifft eigentlich eher die Mehrheit der Menschen. Also den Standard, den wir haben, wir müssen uns dafür nicht entschuldigen, wir können nichts dafür. Ich glaube, wir dürfen uns der Verantwortung bewusst sein, wenn wir den Standard genießen dürfen, aber darauf komme ich zurück. Aber das war auch in unseren Breitengraden hier in der Gegend nicht immer so. Also ich kann mich erinnern an Gespräche mit meinen Großeltern, wo ich immer mal wieder mit ihnen gesprochen habe, über wie sie das Leben gestalten, damals noch, als der Zweite Weltkrieg sehr akut war hier in Europa, wie das Essen rationalisiert wurde, also wie dir nur gewisse Portionen Essen zur Verfügung standen. Wenn du mehr Kinder hattest, dann hast du mehr bekommen und sonst halt weniger, damit das Ganze ein bisschen kontrolliert abläuft. Urlaub ist etwas, das konnten sie sich mit der Zeit im Leben leisten, aber auch nur ausnahmsweise. Viele von uns gehen mehrfach in Urlaub, richtig, pro Jahr. Ich mache das generell auch so. Und das ist eigentlich mega schön. Die große Herausforderung für uns ist, wenn wir diesen hohen Standard haben, was ist, wenn unser persönlicher Wohlstand plötzlich rückläufig ist? Also was ist, wenn es plötzlich weniger wird? Und ich weiß nicht, ob du gerade in der Phase drin bist, wo du betroffen bist davon, dass du plötzlich weniger hast. Aber es gibt verschiedene Lebenssituationen, die uns immer wieder da in den rückläufigen Wohlstand reinführen können. Zum Beispiel, wenn du einen Job wechseln musst und du verdienst plötzlich nicht mehr dasselbe. Vielleicht Krankheit oder irgendein Unfall und das Leben läuft plötzlich ein bisschen anders, als du es eigentlich geplant hast. Vielleicht willst du dich einfach nur weiterbilden oder du bist von Arbeitslosigkeit betroffen. Vielleicht kommt die Pension auf dich zu. Auch das führt normalerweise zu einem Rückgang des Einkommens. Bei uns persönlich waren es eben die Kinder. Ich habe ein bisschen Bilder gezeigt. Wir waren vorher Doppelverdiener, meine Frau Maike und ich. Wir haben beide gearbeitet. Wir mussten uns eigentlich nie groß Gedanken machen, damit zu arrangieren. Aber die Kosten steigen und das Einkommen geht zurück. Und das war für uns etwas, da man plötzlich gemerkt, okay, jetzt müssen wir uns ein paar Fragen stellen. Wir können nicht mehr einfach so weitermachen wie bisher. Und ich glaube, das ist etwas, was momentan in ganz Europa recht präsent ist, das Thema. Weil wir sind gerade in der Phase der Teuerung. Ich habe eine Übersicht mitgebracht, wie die Teuerung momentan so um sich greift. Die dunkel gefärbten Länder, die sind stark betroffen, zum Beispiel da ganz rechts unten, das ist die Türkei. Die hatten, das hat mein Friseur mir erzählt, die hatten zum Teil 80% Teuerung. Also das muss ich mir vorstellen, Produkte werden 80% teurer.
Die Einkommen bleiben im Normalfall gleich. Wir sind in der Schweiz, sind wir nur bedingt betroffen. Wir sind in Frankreich auch eher wenig. Deutschland, Holland wird schon krasser. In Deutschland haben wir zum Teil von 10% gesprochen. Und das ist schon nicht so unrelevant für eine Familie. Oder zum Beispiel, nehmen eine alleinerziehende Mutter, die ganz ein knappes Budget hat vielleicht. Das ist dann schon noch relevant, wenn das Essen teurer wird, wenn das Benzin teurer wird, die Krankenkassenprämien steigen. Es sind oft nur kleine Erhöhungen, aber auch Kleinvieh macht Mist. Und ich glaube, wenn wir den Lebensstandard, den wir bisher haben, nicht aufrechterhalten können, dann müssen wir Entscheidungen treffen. Und der Punkt ist, wir alle entscheiden. Die Frage ist, machen wir es bewusst oder machen wir es unbewusst? Weil wir kommen dann in eine ungemütliche Lage. Wenn es eng wird, müssen wir entscheiden. Und es geht mir heute nicht darum, Pessimismus zu predigen. Mir geht es darum, dass wir nicht nur Frieden im Thema Finanzen haben, wenn wir Überfluss haben, wenn alles gut läuft, sondern dass wir auch dann bedacht und ruhig mit Finanzen umgehen können, wenn es mal eng wird. Weil wir wissen alle nicht, was die nächsten Jahre mit sich bringen. Ich wünsche euch allen, dass ihr Überfluss habt. Aber gleichzeitig wünsche ich dir auch eine Gelassenheit, dass wenn das Leben anders läuft, dass du erleben darfst, was die Bibel uns über Finanzen lehrt. Weil da sind so viele Verheißungen drin, wir werden uns heute ein bisschen was davon anschauen. Vielleicht kurz einen Einschub an der Stelle, wenn wir über Finanzen reden. Wir haben in dieser Serie jetzt keine Predigt über das Thema Schulden oder auch grobe finanzielle Probleme. Ich will dir in dem Moment zurufen, wenn du betroffen bist von Verschuldung oder auch von wirklich groben finanziellen Problemen. Du bist hier in der Kirche und du musst das nicht alleine schaffen. Die Predigt heute, die ist auch nicht dafür da, dir aus dem Problem auf einmal rauszuhelfen. Aber wir haben ein Angebot, da kannst du dich finanziell auch beraten lassen, wo du da auch begleitet wirst, dass du da nicht alleine durchgehen musst. Ich finde es spannend, in die Reihe hier zu gucken, weil es gibt auch hier in unserer Gemeinde oder wenn du von zu Hause aus mitschaust, gibt es ganz unterschiedliche Menschen hier, wenn es ums Thema Finanzen geht. Wir haben sehr wohlhabende Leute dabei, wir haben Leute dabei, die würden über sich selbst sagen, ich habe sehr wenig. Und ich glaube, der Punkt ist, ob du viel hast oder wenig hast, Jesus gibt uns ganz klare Hinweise, wie wir mit Besitz, wie wir mit Geld umgehen können. Und Patrick hat es gerade gesagt, das Thema Zeit kommt für uns auch mehr und mehr in dieses Thema rein. Vielleicht ist das Thema Geld für dich gar nicht so das Thema, was dich da irgendwo bewegt, aber vielleicht ist es eher das Thema Zeit. Es ist beides eine kostbare Ressource. Und ich glaube, wir müssen Gottes Prinzipien verstehen, um einen gesunden Umgang mit unseren Ressourcen zu finden. Weil ich bin davon überzeugt, egal ob du viel hast oder ob du wenig hast, ein göttlicher Umgang mit Ressourcen, dafür ist kein volles Bankkonto notwendig. Das kannst du auch mit wenig erleben. Jesus hält mal eine grandiose Predigt. Wir haben sie schon mal durchgepredigt vor Jahren und wir greifen sie immer wieder auf. Ich rede von der Bergpredigt. In der Bergpredigt greift Jesus so viele Themen extrem konkret auf. Und beim Thema Geld ist er zum Beispiel auch an dem Thema sehr unmissverständlich. Und ich gönne uns heute mal ein paar Zeilen, werde nicht müde. Ich versuche es alles ein bisschen im Kontext zu lesen. Aber weißt du was, vorher machen wir noch was. Ich liebe es, über Geld zu predigen. Ich mache es wirklich gern. Ich weiß nicht warum, aber damals, als ich angefangen habe, in der Kirche zu arbeiten, wurde mir das Thema plötzlich zu einem Herzensanliegen. Und ich glaube, das Thema Geld hat einen großen Einfluss auf unser Herz. Aber ich weiß auch, wir leben in einer Gesellschaft, in der wir zurückhaltend sind, über das Thema zu sprechen. Und da ist immer wieder ein Kulturclash. Ich weiß nicht, wie du dich fühlst, wenn ich über Geld rede, weil ich habe ja irgendwo den Anspruch, dich in dem Thema auch zu bewegen heute. Vielleicht gehst du gerade in eine Abwehrhaltung, vielleicht hast du auch schon so viele Redner gehört, Rednerinnen, die gesprochen haben und du hast dich am Ende irgendwo in eine Ecke gedrängt gefühlt. Ich würde gern beten mit dir, weil mein Wunsch ist, dass Gott heute etwas tut in dir bei dem Thema. Er weiß, wo du stehst, er kennt all deine Gedanken und Gefühle, er kennt all deine Sorglosigkeit, aber auch deine Sorgen und Ängste. Und ich glaube, er will dich heute irgendwo hinführen. Bist du ready dafür?
Vater, wir sind hier, wir treffen uns in deinem Namen und du sagst, wenn ihr in deinem Namen zusammenkommt, dann bist du in der Mitte. Und diese Mitte gestehen wir dir zu. Wir geben dir unser Herz hin mit all unseren Gedanken und Gefühlen, mit unseren Vorbehalten, mit all unseren Geschichten, die in uns schlummern, mit all dem, was gerade zuvorderst ist in unseren Gefühlen und halten es dir hin. Im Wissen, dass du es gut mit uns meinst, im Wissen, dass du uns zum Leben führen willst, öffnen wir unsere Ohren und Augen für dein Reden. Amen. Jesus sagt, sorgt euch nicht um euer tägliches Leben, darum, ob ihr genug zu essen, zu trinken und anzuziehen habt. Besteht das Leben nicht aus mehr als nur aus Essen und Kleidung? Schaut euch die Vögel an. Sie müssen weder säen noch ernten noch Vorräte ansammeln. Denn euer himmlischer Vater sorgt für sie. Und ihr seid ihm doch viel wichtiger als sie. Können eure Sorgen euer Leben auch nur um einen einzigen Augenblick verlängern? Nein. Und warum sorgt ihr euch um eure Kleider? Schaut doch die Lilien an, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht und nähen sich keine Kleider. Trotzdem war selbst König Salomo in seiner ganzen Pracht nicht so herrlich gekleidet wie sie. Wenn sich Gott so wunderbar um die Blumen kümmert, die heute aufblühen und morgen schon wieder verwelkt sind, wie viel mehr kümmert er sich dann um euch? Euer Glaube ist so klein. Hört auf, euch Sorgen zu machen um euer Essen und Trinken oder um eure Kleidung. Warum wollt ihr leben wie die Menschen, die Gott nicht kennen und diese Dinge für so wichtig nehmen? Euer himmlischer Vater kennt eure Bedürfnisse. Macht euch das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen, lebt in Gottes Gerechtigkeit und er wird euch all das geben, was ihr braucht. Amen. So soll es sein. Jesus macht einen Punkt enorm klar. Er zeigt auf, es ist nicht das Geld, das dich versorgt, sondern es ist der Vater im Himmel, der dich versorgt. Und es ist schön, dass er das Wort Vater braucht. Er zeigt ganz klar auf, er ist interessiert an dir. Er sieht deine Bedürfnisse. Es geht nicht einfach nur darum, wo hast du eine Not. Nee, er kennt deine Bedürfnisse. Er weiß, was du dir wünschst und er nimmt dich ernst. Er schaut auf seine ganze Schöpfung. Er kümmert sich um alles, was er gemacht hat. Wie viel wichtiger bist du ihm? Wie viel mehr liegt ihm an dir? Schau die Blumen an, wie sie immer wieder wachsen. Und dabei bist du so viel wichtiger. Du musst dir keine Sorgen machen, auch nicht, wenn es knapp wird. Ich habe meine Kinder erwähnt. Ich habe noch nie erlebt, der Älteste ist jetzt 5,5 Jahre, wie irgendeins der Kinder plötzlich ängstlich zu mir kam und Angst hatte, dass es heute kein Essen gibt. Wir kaufen ein, wir kochen, Tag für Tag, mehrmals, nur noch gefühlt. Und sie vertrauen darauf, dass immer wieder Essen auf den Tisch kommt. Sie kümmern sich um nichts, sind nicht produktiv, sorgen sich nicht, wo müssen wir jetzt einkaufen, wie viel müssen wir kochen. Die vertrauen darauf, dass Mama und Papa das machen. Und in diesem Vertrauen genießen sie ihr Leben. Bis der Punkt kommt, wo sie das Gefühl haben, es könnte nicht reichen für mich. Es könnte knapp werden. Dann werden sie zu Monstern. Ohne Witz. Dann legen sie ein Verhalten an den Tag, oder du denkst, was ist los? Wir können ja mehr kaufen. Nee, diese eine Lolli und 2 Kinder, das ist der Krieg des Lebens. Und wir lachen jetzt drüber. Und ich schmunzel, manchmal bin ich genervt, wenn das passiert. Manchmal kann ich aber beobachten und denke mir, ach, ihr seid so süß und ich amüsiere mich fast ein bisschen. Und gleichzeitig merke ich aber, wir müssen aufpassen, wenn wir da schmunzeln, weil dieses Verhalten ist in den meisten von uns noch sehr stark vorhanden. Auch wenn wir größer sind und erwachsener und theoretisch reifer sind. Ich erinnere gern zurück an die Zeit der Pandemie. Es war eine Zeit, wir wussten nicht ganz genau, ob die Versorgung noch funktioniert, ob die ganzen Grenzen offen bleiben. Es war alles ein bisschen unklar, wer darf jetzt noch über die Grenze. Wir wussten ja, die meisten Nudeln werden nicht in der Schweiz hergestellt. Ich fülle meinen Keller mal mit Nudeln, dann habe ich genug.
Und absurderweise hatten wir die gleichen Gedanken auch beim Kakapapier. Und ich habe es bis heute nicht verstanden. Warum WC-Papier hamstern? Aber wir haben es getan. Irgendwann hing ein Zettel, nur noch eine Packung mitnehmen, damit alle etwas haben. Also es ist so eine Grundreaktion in uns drin, es könnte knapp werden, ich hamster mal ein bisschen, dass ich sicher genug habe. Das Interessante ist, es wurde ja gar nie knapp. Wir hatten immer mehr als genug, auch in der Zeit. Es war, glaube ich, das erste Mal für die meisten hier in diesem Raum, in der wir mit diesen Gedanken konfrontiert waren, was ist, wenn es für mich nicht mehr reicht? Und ich lade dich ein, ich weiß, wir verdrängen diese Zeit gerne und sprechen nie wieder darüber. Aber die Zeit hat uns auch viel gezeigt. Und ich fand, das ist ein gutes Beispiel. By the way, was sie mir gezeigt hat, ich fand es so spannend, in Deutschland und in der Schweiz waren, wie gesagt, Nudeln und Toilettenpapier ausgekauft. Weißt du, was in Frankreich ausverkauft war? Rotwein und Kondome. Das ist kein Witz und jetzt kannst du dir selbst einen Schluss ziehen, ich überlasse es dir. Aber ich finde, das sagt etwas über die Kultur des Landes aus. Das Ding ist, wir können da relativ gelassen drauf zurückschauen. Ja, okay, es war so ein Gefühl in uns, wir haben vielleicht hier und da ein bisschen mehr ins Regal gegriffen und vielleicht einmal weniger an den anderen gedacht, ob der auch noch hat. Aber das Ding ist, wenn sich das Gefühl bestätigt, dass es knapp wird und es wirklich nicht mehr für alle reicht, dann starten die Plünderungen. Das sind Bilder, die wir aus anderen Ländern kennen. Das ist gerade ein junges Bild, das ich dir mitgebracht habe. Ich glaube, das ist aus Südafrika, wo dann zum Teil die Versorgung nicht mehr funktioniert und dann wirklich auch klar ist, es reicht nicht mehr für alle. Dann werden Geschäfte aufgebrochen und dann kommt zum Teil auch ein absurdes Verhalten an den Tag. Also da werden zum Teil auch Spielenwarengeschäfte ausgeplündert. Also wenn es ums nackte Überleben geht, dann brauche ich noch unbedingt eine Kullebahn für mein Kind. Das ist so, dann kommen wir in einen Modus rein, wo wir nur noch sammeln und uns irgendwie am Leben erhalten wollen. Und ich glaube, es ist für uns eine große Herausforderung, dieses Vertrauen auf Gott mehr und mehr zu gewinnen, dass er uns versorgt, dass er uns sieht, dass er uns ernst nimmt mit all unseren Bedürfnissen und Wünschen und dass er uns nicht im Stich lässt, auch wenn es knapp wird. Und ich glaube auch, wenn uns das Thema immer wieder auch ankast, wir müssen es immer wieder aufgreifen. Jesus hat so oft über Geld und Besitz gesprochen. Wir kommen noch drauf. Es hat so einen großen Einfluss auf unser Herz. Und ich glaube, wir dürfen immer mal wieder ein bisschen Zeit investieren. Jesus sagt, mach dir keine Sorgen. Heißt das, du sollst jetzt kein Budget haben? Ich glaube, nein, im Gegenteil. Ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir solche Aussagen von Jesus nicht falsch verstehen. Jesus hat nicht gesagt, mach keinen Plan, geh nicht verantwortungsvoll mit deinem Geld um. Nee, er hat gesagt, sorg dich nicht um dein eigenes Leben. Sein Punkt ist er sagt, alles, was du hast, hast du aus Gottes Hand bekommen. Alles. Was hast du dafür getan, dass du hier lebst? Was hast du dafür getan, dass du gesund bist, dass du arbeiten kannst, dass du denken kannst, dass du vielleicht intelligent bist, dass du talentiert bist, dass du überhaupt die Arbeit machen kannst, die du machst? Was du hast, ist von Gott zur Verfügung gestellt. Und er stellt es uns zur Verfügung, damit wir sein Reich bauen können. Und er sagt, sorg dich um sein Reich. Mach dir das zur Priorität. Sorg dafür, dass die Liebe Gottes zu den Menschen findet, dass sie für sie spürbar und sichtbar wird. Das ist unser Job und deswegen gibt er uns auch Ressourcen. Und Jesus verspricht, wenn du das machst, wenn du Gottes Reich zur Priorität machst, dann wird er dich um dein Reich kümmern. Wenn du dich um Gottes Reich sorgst, wird er sich um dein Reich sorgen. Wenn du Gottes Reich baust, wird er dein Reich bauen. Das ist ein Versprechen, was Jesus hier macht. Und ich glaube, das dürfen wir ernst nehmen. Und das ist gemeint, wenn er sagt, du sollst dir keine Sorgen machen. Das ist nicht eine generelle Aussage, er sagt, mach dir keine Sorgen um dein alltägliches Leben, sondern mach dir viel mehr Sorgen um sein Reich. Und dann wird das andere einfach funktionieren, du wirst sehen.
Und das ist eine geniale Zusage, die Jesus uns bringt. Etwas Zweites, ich habe es schon gespoilt, was Jesus in der Bergpredigt klar macht. Er macht uns deutlich, wie viel Einfluss Geld auf unser Herz nimmt. Er sagt, sammelt keine Reichtümer hier auf der Erde an, wo Motten oder Rost sie zerfressen, wo Diebe einbrechen und sie stehlen können. Sammelt eure Reichtümer im Himmel, wo sie weder von Motten noch von Rost zerfressen werden und vor Dieben sicher sind. Also er schlägt da wieder in dieselbe Kerbe rein. Er sagt, macht dir Gottes Reich zur Priorität, weil alles andere wird irgendwann verloren gehen. Und dann sagt er, denn wo dein Reichtum ist, da ist auch dein Herz. Ich werde jetzt nur auf den letzten Satz eingehen, weil über das andere habe ich schon mal gepredigt, in How to Get Rich. Die Predigt heißt Investiere richtig. Da geht es konkret um die Frage, wie kann ich denn Schätze im Himmel sammeln? Wie geht das ganz praktisch? Wie kann ich das ab morgen umsetzen? Wenn du die Predigt nicht gehört hast, kann ich da gerne darauf verweisen. Wir haben einen YouTube-Kanal, da findest du etliche Predigten, sind alle gespeichert. Jesus sagt, da wo dein Reichtum ist, da ist dein Herz. Also da wo du dein Geld hingibst, da wird auch dein Herz hingeben. Ist eine einfache Gleichung zu verstehen, aber eine anspruchsvolle Gleichung zu leben, finde ich. Mats hat es in seiner Predigt schon gesagt. Gott interessiert sich nicht für dein Geld. Er will nicht dein Geld, er will dein Herz. Und ich glaube, das ist der Grund, wieso Jesus so viel über Geld und Besitz spricht. Weil er eben diese Gleichung, die kommt knallhart und ich glaube auch, die stimmt. Und ich glaube, das realisieren wir auch immer wieder, wenn wir auf unser Leben schauen. Wenn wir uns in Dinge rein investieren, werden sie uns wichtig. Und Jesus weiß das. Und alles, was Jesus will, ist dein Herz. Und deswegen geht er auch immer wieder aufs Thema Besitz ein. Weil er weiß, wenn es ums Herz geht, dann kommt ziemlich schnell das Bankkonto oder der Geldbeutel auch ins Spiel. Und es ist ein entscheidender Kampf. Weil Jesus sagt auch in der Bergpredigt, niemand kann zwei Herren dienen. Immer wird er den einen hassen und den anderen lieben. Oder dem einen treu ergeben sein und den anderen verabscheuen. Ihr könnt nicht gleichzeitig Gott und dem Geld dienen. Das ist ziemlich deutlich. Du kannst nicht gleichzeitig, um in die andere Metapher rüberzugehen, mit vollem Herz dein Reich bauen und Gottes Reich bauen. Das funktioniert nicht. Das führt dich immer in eine Spannung rein. Jesus sagt, das funktioniert nicht. Du musst dich entscheiden, was du willst. Und wenn du Gott dein Herz geben willst, dann geht es da auch sehr stark um deinen Besitz. Dann musst du ihm auch deinen Besitz hinhalten. Und jetzt ist die Frage, die wir klären müssen. Was ist denn jetzt, wenn es eng wird? Was ist, wenn es knapp wird? Weil ich glaube, wenn du enormen Überfluss erlebst, und das erleben wir Gott sei Dank, die meisten von uns von Geburt an, wie es kaum eine andere Generation erlebt hat. Und wir dürfen das genießen und wir dürfen auch all die Vorteile davon genießen. Aber ich glaube dann, wenn wir diesen Überfluss haben, ist es oft einfacher, großzügig zu sein, zu teilen. Wenn es genug hat, teilen sogar Kinder ihre Süßigkeiten. Wenn das Gefühl hochkommt, jetzt wird es eng, dann wird es wirklich entscheidend. Dann kommt wirklich raus, was in unserem Herzen ist. Und ich glaube, was wichtig ist, wenn es ums Thema geht, was ist denn, wenn es wirklich eng wird, ist, dass wir zuerst mal verstehen, was ist mir persönlich überhaupt wichtig? Weil es ist nicht bei uns allen das Gleiche, Gott sei Dank. Es wäre alles sehr einseitig auf dieser Welt. Wir haben unterschiedliche Prioritäten. Das ist auch gut so. Uns sind unterschiedliche Dinge wichtig. Und ich habe, deswegen steht dieses große Whiteboard hier, ich habe mir auch mal Gedanken gemacht, was ist denn mir wichtig? Und ich habe das mal ganz einfach für mich überlegt.
Also für mich ist meine Familie ist enorm wichtig. Also meine Frau, meine 3 Kinder, mein Papa, meine Mutter, meine Schwestern mit Männern und so weiter. Also da verstehe ich so Familie. Uns als Familie und auch mir persönlich ist Kirche enorm wichtig. Also wir haben uns mal entschieden, Kirche zu bauen, unabhängig von, ob wir Bock haben oder nicht, ob es gut läuft oder nicht. Nee, wir bauen Kirche, weil wir glauben, die Kirche ist die Hoffnung für diese Welt. Kirche ist der Ort, an dem wir Hoffnung in die Welt tragen können. Freundschaften sind mir sehr wichtig. So. Ich habe gemerkt, als ich Kinder bekommen habe, wie viel anspruchsvoller das wird, Freundschaften zu pflegen. Es ist nicht ganz einfach. Ich muss dem Priorität geben, wenn ich will, dass die Freundschaften funktionieren bleiben oder auch neue entstehen. Was mir auch wichtig ist, wenn du mir auf Instagram folgst, dann weißt du das, ist das Zuhause. Wir wurden extrem gesegnet, wir durften jetzt in so ein kleines Haus ziehen, wir haben immer davon geträumt, plötzlich wurde es Realität und jetzt konnte ich in meinem Urlaub, endlich mal meinen Garten gestalten und so. Und ich habe gemerkt, das ist ganz tief in mir und ich liebe das. Ich liebe ein schönes Zuhause zu machen, weil ich weiß, das hat Einfluss auf die anderen Dinge. Ich schaffe einen schönen Ort für meine Familie, ich kann Freunde einladen, es kann irgendwo auch so eine Homebase für die Kirche sein. Ich treffe so viele Menschen, die mir wichtig sind in diesem Zuhause. Und es ist selbst ein Ort, wo ich zur Ruhe komme. Und ich merke, das ist mir wirklich wichtig. Und was anderes, was mir auch wichtig ist, das wird mir mehr und mehr wichtig, sind die Nachbarn. Weil Jesus, wir haben es vorher, habe ich schon gesagt, hat uns gesagt, geht hin und macht zu Jüngern alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie ein Leben zu leben, wie ich es euch beigebracht habe. Ich glaube, wir sind nicht dazu berufen, hier in unserer Community rumzuhängen und das Leben als Christ zu genießen, sondern wir sind dazu berufen, auch Menschen anzusprechen und an uns ranzulassen, die Gott noch nicht kennen, die keine Hoffnung haben. Und ich merke für mich, ich muss das zu meiner Priorität machen. Und ich will auch, dass ich Nähe habe zu meinen Nachbarn. Und ich würde so sagen, das sind für mich die 5 wichtigsten Sachen. Es gibt viel anderes, was ich auch gerne mache, aber wenn es hart auf hart kommt, sind es die Dinge, die ich verteidige. Und dann habe ich letztens mein Konto angeguckt. Es gibt einige E-Banking-Systeme, die geben dir eine Übersicht und kategorisieren so deine Aufgaben, aber wenn du das nicht hast, dann kannst du es auch mal alleine machen. Druck mal 3 Monate von deinen Kontobewegungen aus und versuch mal ein bisschen zu kategorisieren. Überleg mal, wie könnte ich das kategorisieren? Weil dann kannst du einfach mal überprüfen, wie viel Geld gebe ich für mein Zuhause aus? Ein Auto, Urlaub, wir zahlen den 10. Mats hat darüber gepredigt, weil wir eben sagen, ja, Kirche ist uns wichtig, unterstützen wir mit unseren Finanzen. Wir kaufen immer wieder neue Dinge, Kleidung, weiß nicht was alles. You name it. Und dann kannst du mal ein bisschen kategorisieren. Weil das Spannende ist, wir müssen da zurückkommen auf die Gleichung von Jesus, wenn er sagt, da wo dein Geld ist, da ist auch dein Herz. Wenn wir die Gleichung ernst nehmen, dann müssen wir versuchen, diese beiden Kreise in Einklang zu bekommen. Richtig? Wir können nämlich anhand unserer Ausgaben gucken, wo wir unsere Priorität hingeben mit unseren Ressourcen. Manchmal stimmt das überein, aber manchmal stimmt es auch nicht überein. Also manchmal wird man vielleicht auch irgendwo reinbewegt. So zum Beispiel, du brauchst ein Auto, du kannst dir gar keins kaufen, du schließt einen Leasingvertrag ab und irgendwann 2 Jahre später nervst du dich, dass du für diese Karre immer 400 Franken oder 450 Franken im Monat hinblättern musst, obwohl du dir eigentlich denkst, mein Auto ist mir eigentlich gar nicht so wichtig. Ist bei mir im Fall so, muss mal mein Auto angucken, ich werde immer wieder darauf angesprochen.
Mein Auto ist mir ungefähr so wichtig, dass mein Kind einen Nagel reinknallen kann, in den Rücksitz und reißen kann. Und ich denke mir so, ja, das hättest du jetzt nicht machen müssen. Aber viel mehr passiert in mir nicht mehr. Und ich bin ehrlich gesagt froh drüber. Aber der Punkt ist, den ich machen will, ja, wenn du 150.000 Franken für ein Auto ausgibst, dann wird es dir auch wichtig sein. Und das ist auch richtig so, weil du hast hart dafür gearbeitet. Was Jesus sagt, ist, da wo du dein Geld hingibst, da ist auch dein Herz. Versteh mich nicht falsch, wir dürfen uns Dinge leisten, das ist gar nicht der Punkt. Aber gönn dir das mal, guck mal deine Ausgaben an und überleg dir, stimmt das überein? Das Ganze kannst du dann auch mit deiner Zeit machen. Patrick hat es gesagt, die Zeit ist bei uns eher die knappe Ressource. Du kannst auch wieder überlegen, ja, wie viel investiere ich denn in meine Arbeit? Ja, wie viel kommt denn überhaupt meiner Familie zugute, meinen Freundschaften? Für mich selbst? Für meine Kirche. Wofür investiere ich meine Zeit? Das ist wirklich eine hilfreiche Übung, die wir machen können. Und eine hilfreiche Analyse. Weil Jesus sagt, da wo dein Geld, dein Schotter, deine Zeit, um es mal ein bisschen auszuweiten, hingeht, da ist auch dein Herz. Also haben wir eigentlich da nur zwei Optionen. Entweder wir passen das Äußere an oder das Äußere passt das Innere an. Wenn wir die Gleichung von Jesus ernst nehmen, dann kommt das in Einklang irgendwann. Entweder wir entscheiden uns dazu, unsere Ausgaben unseren Wertvorstellungen anzupassen, auch wirklich bewusst Zeit und Geld für die Sachen zu investieren, die uns wirklich wichtig sind. Oder wir schreiben hier in 5 Jahren andere Dinge hin, weil wir 5 Jahre anders investiert haben. Mats hat über den Zehnten gepredigt. Ich finde das ein gutes Beispiel. Wir haben schon so viele Menschen gesagt, ich kann mir den Zehnten nicht leisten. Dann sage ich immer, ja, ich auch nicht. Wer kann sich den schon leisten? Es ist doch nur eine Frage, ob wir dem Priorität geben. Du bist Chef über deine Ressourcen. Du hast das Sagen über deine Ressourcen. Übernimm Verantwortung. Überleg dir, was ist mir wertvoll, was ist mir wichtig. Und dann schau auch, dass du deine Zeit und dein Geld in diese Dinge investierst. Weißt du, du kannst eine günstigere Wohnung suchen, wenn dir die Wohnung nicht wichtig ist. Du bist Chef über deine Ressourcen. Übernimm Verantwortung. Ich glaube, Mangel ist nicht etwas Schlechtes per se. Es fühlt sich für uns unangenehm an. Aber es sind oft die Momente, wo wir etwas entdecken über uns selbst oder auch wachsen können. Der Jakobusbrief, der startet wie folgt. Liebe Brüder, wenn in schwierigen Situationen, zum Beispiel wenn euer Geld knapp wird, euer Glaube geprüft wird, dann freut euch darüber. Denn wenn ihr euch darin bewährt, wächst eure Geduld. Und durch die Geduld werdet ihr bis zum Ende durchhalten. Denn dann wird euer Glaube zur vollen Reife gelangen und vollkommen sein. Und nichts wird euch fehlen. Als Kirche ist es unsere Leidenschaft, dass Menschen Jesus Christus ähnlicher werden, furchtlos leben und ihr Umfeld positiv verändern. Deswegen gibt es uns. Es ist nicht unsere Leidenschaft, dass wir eine tolle Community haben, dass wir im Wohlstand leben, dass wir ein gutes Leben haben. Das wünschen wir uns alles auch. Unsere Leidenschaft ist, dass wir selbst Jesus Christus ähnlicher werden und dass das Auswirkungen hat auf die Menschen um uns herum. Und das greift auch hier der Schreiber vom Jakobusbrief auf. Er sagt, am Ende wird dir nichts mehr fehlen, wenn dein Glaube an Reife gewinnt. Wenn du eben checkst, dass Gott dich wirklich versorgt. Wenn du eben verstehst, dass das, was zu Gottes Reich gehört, wirklich bedeutsam ist und wirklich bleiben wird. Wenn du das, was du in der Bibel liest, selbst anfängst zu erleben
und das wirklich Platz findet in deinem Herzen, dann wird dir nichts mehr fehlen. Darum geht es, dass wir Jesus Christus ähnlicher werden. Und da hat das Thema Ressourcen einen so großen Einfluss. Und deswegen, verschließ dich nicht vor dem Mangel. Verschließ dich nicht davor, wenn es mal enger wird. Ich glaube, es ist der Moment, in dem dein Glaube an Stärke gewinnen kann und du Jesus Christus wirklich effektiver, ähnlicher werden kannst. Amen. Magst du aufstehen mit mir? Wir haben ein Gebetsteam hier. Wenn du gerade irgendwie angerührt wurdest, vielleicht auch in einem anderen Thema. Vielleicht kannst du heute etwas hier lassen, was du nicht mehr heimnehmen willst. Wir starten in eine Gebetszeit und ich habe vorher gebetet, dass unsere Herzen geöffnet sein dürfen für Gottes Reden. Und ich erhoffe mir genau das jetzt. Ich habe jetzt so viel gesagt und wahrscheinlich ist bei jedem etwas anderes hängen geblieben oder gar nichts. Hör hin, du bist ihm wichtig. Er nimmt dich ernst und er kümmert sich um dich. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, er will dir heute was zeigen. Vater, wir stehen vor dir. Im Wissen, dass du es gut mit uns meinst. Und wenn es genau da hakt, dann zeig mir das heute, dass du es gut mit mir meinst. Danke, dass du uns nichts wegnehmen willst. Danke, dass du deine Position als König nicht verteidigst, indem du uns Dinge wegnimmst, sondern nee, du bist großzügig, du teilst, du kommst auf Augenhöhe, du beschenkst. Du bist die Großzügigkeit in Person. Lass dieses Vertrauen in meinem Herz wachsen. Lass es stärker werden. Und führe mich in eine neue Freiheit, wenn es an meine Ressourcen geht. Zeig mir Ängste und Sorgen auf, die keinen Platz in meinem Herzen haben sollten. Und führe mich dorthin, wo du mich haben willst bei diesem Thema, auf das ich dir ähnlicher werde, Jesus. Worthy.